it's lights out and away we go. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Wir gehen jetzt nach Portimao. Wir haben das letzte Rennen in Imola gehabt. Und ja, wir schauen jetzt mal, was in Portimao möglich ist. Es ist jetzt gerade so meine Favorite-Strecke, wobei, als sie rausgekommen ist mit dem Update, bin ich sie echt oft gefahren. Aber auch in der Coop-Karriere mit dem Gabu zusammen ist es nicht so wahnsinnig gut rausgekommen dort. Und wir schauen jetzt mal, was da möglich ist in der MyTeam-Karriere mit dem Auto. Ja, ich würde sagen, wir legen gerade los. Ich weiß nicht, wie es rauskommt. Wir sehen uns jedenfalls gerade wieder im Qualifying. Let's go! Herzlich willkommen zum Qualifying. Wie ihr seht, es regnet. Allerdings nicht fest, es ist nur für Inters. Das Rennen an sich bleibt aber trocken und auch schön. Darum, ich habe eigentlich ein Setup jetzt schon voll aufs Rennen gemacht und nicht aufs Qualifying. Weil ich denke, wir sind von der Rennpace her doch stärker als One-Shot-Quali oder einfach Qualifying allgemein. Das Training ist eigentlich sehr gut gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Also gut Setup gefunden, gute Grip gehabt, alles drum und dran. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal in die erste Qualifying-Runde, versuchen mal unser Glück. Ich weiß nicht, wie das Auto sich verhält bei diesem Regen. Ja, let's go. So, also los geht's mal in die erste Qualifying-Lap. Sehr rutschig alles. Keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, wie schnell ich fahren kann. Ich bin glaube ich noch nie in Portimao im Regen gefahren. Oh mein Gott, okay. Woo! Okay. Da würde ich mal sagen, versuchen wir es gerade nochmal. Oh mein Gott, okay. Holy shit, ist das rutschig. Oh! Oh, ein bisschen viel Gas geben. Ich versuche gerade nochmal ein Lap herzutatschen. Ich glaube, sie sind nicht mal so langsam unterwegs. Wir haben eine gute Pace, aber am Start da haben sie ein bisschen versaut. Nochmal ein bisschen etwas rausgeholt. Aber ich würde mal sagen, wir gehen in die Garage und schauen mal, wo wir landen. Okay, es sind jetzt 3 Minuten, ich bin immer noch auf P8. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre, glaube ich, nicht mehr raus. Einerseits kann ich mir so natürlich ein bisschen Motor sparen.
Und ja, ich glaube, es hat nicht viel mehr Wert, weil bin schon recht am Struggle. Ich könnte mich sicher noch verbessern, aber ich glaube, ich bleibe drin. So, also, der Verstappen startet auf der Pole vor dem Perez und dann kommt der Hamilton, Bottas, Norris, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Gasly und dann kommen wir als P10. Also sehr gutes Qualifying haben wir gehabt. Wo ist da unser Teammate? Der Sato, der ist auf P16. Vielleicht muss ich KI doch ein bisschen aufnehmen. Aber ich muss wirklich sagen, im Regen ist es halt wirklich möglich, dass man mit einem schlechten Auto sich weit vorne platzieren kann. Also Belgien beste Beispiel mit Russell und Williams, aber ja, da in-game ist halt immer etwas anderes wieder. Ja, wir gehen mal ins Rennen und schauen mal, was dort so passiert. Let's go! Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Bottas, Lando Norris, and Sainz, Leclerc, Gasly, the owner driver, and Fernando Alonso, Vettel, Tsunoda, Lance Stroll, and Ocon, Sato, Russell, Kimi Raikkonen and Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, Giovinazzi, Latifi and Nikita Mazepin. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. So, also, wir starten von P9. Wir haben noch eine Position bekommen, weil der Daniel Ricciardo hinter gedroppt ist. Der hat irgendein Penalty bekommen. Und wir schauen schnell die Strategien. Wir starten mit weniger Sprit natürlich, wie immer. So, und gehen los auf die Softs, weil das macht schon Sinn von P9. Und gehen dann nachher auf die Mediums. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe einfach, dass wir einen ruhigen Start werden haben und nicht gerade irgendwie abgeschossen werden oder wir jemanden abschiessen. Ja, einfach nicht so aggressiv reingehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich hoffe, ihr seht mich alle, weil ich sehe gerade, dass meine Cam wieder extrem dunkel ist. Aber ja, wir gehen los. Let's go. Oh, okay, stark. Oh mein Gott, oh, der Hamilton oder Bottas ist das gewesen. Wow! Wow! Okay, wir sind dort irgendwie zu fünfte Höhe in die Kurve reingefahren und Safety Car. Oh mein Gott, okay! Okay, dort ist immer noch ein riesen Stau. Wow! Okay, also der Bottas ist mal einfach instant quer gestanden. Heilige Scheiße. Okay, das muss ich dann nachher in der Wiederholung anschauen. Ich glaube, ich blende euch dann nachher eine Aussenperspektive ein von dem. Weil das hat ja richtig verrückt ausgesehen. Wow! Okay, jetzt haben wir Safety Car. Und ja, dann schauen wir mal, wie der Restart wird. Das ist einfach gut für uns jetzt. Wir können mit Softs ein bisschen länger fahren, dann können sie auch schonen. Wir sind jetzt hinter dem Leclerc. Hinter uns ist der Bottas, der sich gedreht hat. Aber ich denke, der wird in die Pits gehen und wird sich neue Frontflügel holen. Ich denke, der wird schon Frontflügel-Damage haben. Ich habe noch gar kein Damage geholt. Auto an sich, sonst motorentechnisch, da sieht eigentlich noch alles noch gut aus. ICE ist jetzt so langsam bei 30%, oder ist schon bei 30%. TC ist schon wieder Technic Control echt oder so etwas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht ganz genau. Die ist bei 31, okay, aber motortechnisch noch alles in Ordnung. So, also, Safety Car, wie es gehört kommt in die Box rein. Perez ist in Führung. Ich habe ein bisschen Mühe, meine Vorderreifen auf Temperatur zu bekommen, aber ich glaube, es klappt schon. So, das sollte ich hoffentlich lange. So, Restart ist da. Oh, ich muss mein Gas nochmal lupfen. Okay, Bottas ist hinter mir. Der nicht müssen pitchen oder so. Holen wir mal Leclerc. Oh Gott. Natürlich. Die Kurve wieder.
Okay, Leclerc wird wieder vorbei. Er ist auch viel schneller als ich. Also ich will Leclerc, Bottas will ich nicht lange aufhalten können. Die sind einfach zu schnell. Also auch vor mir da, der Norris, der zieht mir davon. Ich mag dem gar nicht richtig nach. Das Gute ist einfach eben, dass jetzt der Leclerc gegen den Bottas kämpft und so dementsprechend ich kann ein bisschen Platz gewinnen gegen Führer. Team hat in den Pits. Genau, der hat den Damage geholt. Der wird wahrscheinlich den Frontflügel verloren haben. So, ab in die Pits. Ein bisschen langsamer Entry gewesen, aber egal. So, der Leclerc ist in mir. Ja, 10 Sekunden, Latifi jetzt 5 Sekunden, okay. So, mal schauen, sind wir schneller als Ferrari-Crew? Bitte macht einen schnellen Stop, ich will nicht gegen den Leclerc verlieren. Schnell, 2,5, das war okay gewesen. Oh, das war schneller gewesen. Ferrari hat längst einen Stopp gehabt. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Und jetzt sind wir hinter dem Schuhmacher. So, und jetzt ist die Frage, können wir den Leclerc hinter uns behalten? Oder nicht? Wie schnell ist der Ferrari? Also motortechnisch sollten wir schon ein bisschen besser sein als der Ferrari. Okay, jetzt sind alle anderen in den Pits. Schon machen gerade alle Pits, so wie es aussieht. Und jetzt kommen wir vor dem Bottas raus. Der ist gar noch nicht gepittet. Wir haben DRS noch bekommen. Boah, der hat einen mega Outlap in dem Fall. Der kommt jetzt schon wieder raus. What? Was hat denn der für einen Outlap gemacht? Dort ist er. Holy shit. Der hat mich den Pits überholt. Okay, wir haben DRS. Mal schauen, ob wir ihn nachher catchen. DRS? Nein. Okay, ja, Bottas ist schon schneller. Ich habe zwar einen brutalen dritten Sektor gemacht, aber Bottas ist einfach zu schnell. Aber dass der Leclerc nicht nachher mag oder der Sainz, ist schon krass. Also wir sind schon schneller als Ferrari. Aber eben, Motorpower technisch halt, ist der Mercedes schon extrem stark. Oh, Curb, oh, voilà. Da verbremsen wir uns nochmal. Okay, einfach konzentriert bleiben, es sind noch 4 Runden. Ne? Geht noch ein Weile, bis wir fertig sind da. Okay, gap ahead is. So, da muss ich einfach immer einen guten Exit haben. Dass er nicht daherkommt. Wieder 5 Zehntel, das sollte eigentlich nicht länger. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht gleich riskiert. Jetzt kommt er aber. Jetzt ist er aber schnell. Ich bleibe auf der Linie. Oh mein Gott. Das war recht off-track. Jetzt wieder. Ich brauche jetzt auch mein ERS, obwohl das ich fast nicht mehr habe.
Oh, 6 Zehntel. Sollte ich eigentlich nicht länger. Your final lap. Final Lap, okay. Das langt mir mal nicht. We've only got 2 laps of fuel left. Oh shit, jetzt ist er nicht. Oh shit, jetzt ist er nicht. Oh shit! Oh, er hat doch noch mal eins zurückgesteckt. What? Haben wir aber hure breit gemacht. Oh, falsche Linie. Oh mein Gott. Ah! Geh weg. Oh, Sainz ist auch da. Car in front is Vielleicht tut jetzt 6.2. Leclerc gegen Sainz coveren. KI ist manchmal so dumm und tut lieber decken als angreifen. Da bin ich weit draussen. Oh shit, jetzt ist nochmal nöch. ERS! Alles was ich habe! Come on! Let's keep pushing. Yes! P6, Alter! That's the end of the race. We'll see you in Park First. Wow! Was für ein Rennen! Das war jetzt ein nice Rennen, muss ich wirklich sagen. Danny Ricciardo, Fahrer of the Day, oder Driver of the Day. Oh mein Gott! Brilliant Oh. stuff from Red Bull today. What a superb Wow! victory. Was jetzt das für ein Rennen war? Holy shit, Alter! And now Holy let's take a shit. look at the driver's stand. Also Verstappen hat gewonnen vor dem Perez, da kommt der Hamilton, Norris, Bottas. Dann kommen wir auf P6 von P9 her gestartet, sehr gute Punkte geholt. Leclerc, Sainz, Alonso, Ricciardo, Stroll, Tsunoda, Gasly, Giovinazzi. Wo ist unser Teamkollege? Der ist auf P21. Ich glaube, er hat den Frontflügel-Damage geholt. Aber ja, wir sehen uns gerade wieder im Hauptquartier. Gute Punkte, mal schauen, wie es jetzt weitergeht mit Sponsoren, alles drum und dran. Wir vielleicht schon einen zweiten Sponsor können holen. Ja, wir sehen uns gerade wieder im Hauptquartier. So, also wir sind jetzt wieder im Hauptquartier. Leider können wir nicht grosse Aktivitäten machen, weil das nächste Rennen steht eigentlich schon vor der Tür. Wir machen jetzt aber gleich schnell noch das Reaktionstraining für den Teamkollegen. Und ja, wir haben ein bisschen Geld. Also wie erwartet können wir einen weiteren Sponsor holen. Und Qualify in P15 or better. Das klingt eigentlich verlockend. Ich glaube, wir haben das Auto dazu. Wir nennen das einmal gerade. Und was haben wir da noch? Also das sind einfach noch Badges und so. Driver Market, ja, können wir auch noch drin schauen. Wer ist schon nicht so zufrieden? Tsunoda ist jetzt so zufrieden. Plus machen wir wahrscheinlich noch Aero, wenn etwas, ja, da haben wir zwar schon etwas am Laufen. Dann gehen wir halt noch ein bisschen die Strapazierfähigkeit rein, da haben wir sicher gerade nicht am Laufen, da machen wir auch noch etwas. Und dann hätten wir ja 1,8 Millionen, das heisst, ich würde mir vorschlagen, dass wir da auch Build-Time von der Aero tun, oder Qualitätskontrolle, dass die Fehlerquote kleiner ist. Am besten machen wir das. Und dann springen wir mal da weiter. Es gibt ja nichts mehr, weil das nächste Rennen ist ja schon in Spanien. Genau, wir haben schon den neuen Sponsor. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit der Erfolg von F1 2021 in der MyTeam-Karriere. Wir stehen momentan sehr gut da, haben alles gute Punkte geholt. Keine Ahnung, wie es in Spanien wird werden. Spanien ist sehr schwierig zum Fahren eigentlich noch, vor allem zum Überholen. Ich fahre sie eigentlich noch gerne, aber sonst ist sie eigentlich nicht so einfach, muss man ehrlich sagen. Mal schauen, wie wir dort werden performen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder von MyTeam. Und ja, bis dahin wünsche ich euch ein schönes Tag noch. Macht's gut und ciao!